Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben uns hier versammelt, um den Teil 2 vom Mark Eggers Vlog vom Perukaville anzugucken. Wir haben gestern oder vorgestern schon den ersten Teil angeguckt. Heute geht es zum zweiten Teil und ich glaube, dass der zweite Teil noch ein bisschen dümmer ist. Ich sag's mal so, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum und gehen rein. Die wildeste Influencer-Party. Vlog 2, let's go. Oh, ich kann das nicht mehr hören. Das ist der Tag, wo ich und Hanna angekommen sind. Die kam extra mal, weil alles aus war. Oh, armer Schalari Mova-Koffer bei Mark läuft. So einem Kasten Gorbatschow. Ja. Bei so einem Kasten Gorbatschow. Ich glaube, Mark hatte am Samstagmorgen einfach, er hatte keine Stimme mehr. Er hatte einfach keine Stimme mehr. Von Penny. Ja, 10 Minuten kam wieder, bestellen mir einen Wodka E. Wodka ist aus. Ist was? Ja. Scheiße, wir hatten hier 6 Flaschen Wodka getrunken. Machen wir hier Alpaka-Yoga und Alter, was ist das denn hier für ein Kack, Alter? Die machen Alpaka und die scheißen denen überall in die Ecken und kacken die dazu. Nein, das kann schon mal gar nicht sein. Alpaka gehen immer wieder zum selben Ort, um da ihr Geschäft zu Veranstalterin. Und dann guck ich nochmal so genau hin. Hat sie recht in der Mitte. Das ist ein riesiger Berg Scheiße. Und da drüber über Yoga. Digga, das war so funny. Die haben diese Story erzählt von diesem Alpaka-Dings. Trimax komplett, seine Stimme komplett gefickt. Die beiden hier, Mark und Stefan, komplett Hangover. Ja, sehr, sehr funny. Wir waren, glaube ich, zu 10 oder so im Zelt um 10 Uhr morgens. Komplett hang. Oder war das schon Sonntag? Wo kommt das her, dass ihr so eigentlich im Durchschnitt wirklich viel mehr als andere trinken könnt? Ja. Tut, was man kann. Guck mal, bei mir und Steve ist wirklich so, nach so einem Freitag sind wir fast raus für eine Woche. Ist es das Alter? Wieso, wie alt bist du denn, Steve? Bist du auch schon so alt? 42. Es ist eigentlich gar nicht lustig, aber alle waren so hang. Also wirklich, das ist eiskalt. Das schmeckt so richtig lecker nach Zitrone. Das schmeckt wie eine Sprite quasi. Gerig, das ist ein bisschen so wie dieser Teamfahrer bei der Tour de France. Der eine, der da vorwegzieht und sagt, ich zieh dich jetzt mit da hoch. Ich würde es, glaube ich, so für uns beide. So dass ich da jetzt mit der Dose nach vorne gehe. Und sage, ich spann mich jetzt vor unseren Karren. Das geht! Das müssen wir uns merken. Ey, das ist so lecker. Ich spann mich da jetzt vor unseren Karren so. Ey Leute, trinkt keinen Alkohol. Nicht immer, aber manchmal könnt ihr schon, aber trinkt nicht immer Alkohol. Nach vorne. Und nimm diesen Wind entgegen und fahr uns da jetzt den scheiß Berg hoch, Alter. Ey, Stefan war so wasted. Schon die ganze Zeit. Der hat er auch schon gekauft. Echt, halt einfach die Schnauze. Digga. War das der Sonntagmorgen oder der Samstagmorgen? Ich weiß gerade noch nicht. Nick! Sind das Schuhe? Ja. Echt Schuhe? Echt Schuhe? Ey, lass mal, da drüben ist irgendwie auch eine Gruppe. Lass mal rübergehen. Ich hab versucht. Ja, ich muss hinterher. So. Nee, ich glaube, das war der Sonntagmorgen. Doch, das war der Sonntagmorgen. Ich glaube, da ist Trimax sogar abgereist am Abend. Eine Waage nehmen wir jetzt. Marc, riech mal kurz an Niki. Riech mal an Niki. Nein, was ist mit mir? Du riechst nach 48 Kräutern. So riecht mein Shirt nach Jägermeister. Was riecht denn so doll nach... Was? Nein, das ist Du, Junge. Ich? Wir wollen Partypalmen und Suff. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal rein, oder? Niki. Okay, ihr müsst vorstellen, das war nach einem kompletten Vollsuff-Abend. Das war so um 10 Uhr morgens bei uns im Camp. Und ich wollte nur duschen gehen. Die anderen kamen dann rein und dann ging es um 10 Uhr morgens. Ihr müsst euch das jetzt angucken. Arm hoch, wer ist für den? Wer? Au! Ich geh jetzt mal voran. Einmal aufmachen, das haben wir so nicht abgesprochen. Nee. Also, ich glaube, wir starten damit, aber... Einfach kurz Maul jetzt. War für mich auch nicht einfach. Mach mal weiter. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Wieder fehlen. Seid ihr jetzt? Dann lass nach Hause. Ey, danke an die Veranstalter. War cool. Macht nächstes Jahr vielleicht nur einen halben Tag das Festival, weil am nächsten Tag wollen alle nach Hause. Ist das gerade passiert? Ich trinke die Scheiße. Digga. Nico. Nico. War das dumm. Ja. Ihr seid behindert! Das alle, seid ihr bekloppt? Ja, das gibt mir... Da ging's los. Kommt einer hoch gerade wieder bei mir. War das hässlich, Digga.
Gorbatschow. Ich glaube, das Festival war gesponsert von Gorbatschow. Keine Option, keine Option. Es ist keine Option. Ist das die Ex-Nummer? Ja, die Ex-Nummer. Oh, und dann ging es los mit irgend so einem dummen Spiel. Nee, mit dem vollen. 10:10 Uhr oder so. Ich schwöre, irgendwann kick ich dich mal zurück. Wenn wir noch auf Tour gucken, alles klar, Digga, 11:46 Uhr. Ah, 11:46 Uhr, fuck, ich hab komplett verkackt. Ich wollte heute echt ruhig machen. Ah, das Drehspiel hat dann begonnen. Oh mein Gott, Digga, ich habe alles vergessen. Das war so dumm. Oh, Mann, ey. Oh, das ist ein Toro, Junge. Und das war die Siegerehrung vom Tagesvollsten vom Samstag. Ich möchte echt sehr viel ab. Und jetzt geht's los. Selfie Sandra. Ja! So, dann haben wir auf den zweiten Platz zwei Personen, die tatsächlich auch zu zweit den zweiten Platz verdient haben. Niki und Max, die Brüder sind auf... Niki war gestern schon Tagesvollster und jetzt wieder. Und wir haben tatsächlich eine Überraschungskandidatin. Ganz großen Applaus. Die Tagesvollste für den Abend des Samstages geht an Hanna! Hanna! Ganz kurzer Disclaimer, Hanna ist auf der Sanitäterstation gelandet, weil sie so viel getrunken hat. Macht das nicht nach. Aber Tagesvollster, Digga, geil! Und dann musste sie einen Drink exen. Nein, ich kotze. 2 Sekunden später trink sie. Hey, wir können auch ohne Alkohol Spaß haben. Das war nur ein Spaß. Ist das dumm, Digga? Ist das dumm? Wir spielen heute, Digga. Wir wollen Partypalmen und Suff, Wodka, Lemon und Bier. Ey, Digga, das kann ich meiner Mom nicht erzählen. Ich kann das meiner Mom nicht erzählen. 1 Meter Bratwurst. Revi. Wer hat Bock auf Revi? Ey, Marc, du bist einfach in Mallorca geboren worden. Ich schwöre, es ist... Oha, Marc. Marc und ich sind ein Paar, jetzt ist es raus. Ich glaube, ich habe an diesem Wochenende so viele Leute geküsst. Ich würde sagen, 20 Leute, vielleicht 20 Leute. Boah, dieser Burger war so geil. Dann hat Sarazar aufgelegt. Absolute Kindheitslegende von mir, Sarazar. Mit Gong zusammen. Ich glaube, danach hat Revi noch aufgelegt. Und dann, Digga, dann war es komplett vorbei. Ey, Bro, Carsten, jetzt hör doch mal auf zu drehen. Das senden wir nicht, Carsten. Ich bin schon wieder... Und das war wieder die Busfahrt. Das war schon im letzten Video drin. Die Busfahrten waren legendär. Oh, Im Inselfieber. ich bin ne Partysau. Ich mache montagsblau. Schalalalala. Digga, wie stehe ich da? Ich stehe ja komplett daneben da. Jetzt für die Lichter für dich aus. Boah. Okay, das muss ich kurz erklären. Wir sind vom Bus dann zum Festivalgelände gelaufen und dann haben wir irgendwie angefangen, so Kölner Songs zu singen. Und bei uns in dieser Gruppe ist es irgendwie Tradition, dass wir irgendeinem Punkt am Abend singen wir Tommy von An My Kantereit. Obwohl die Hälfte nicht aus Köln kommt, aber jeder kennt den Song und es ist so geil. Man fühlt sich einfach für einen kurzen Moment wie ein Kölner, Digga. Und dann sind wir so zuerst gelaufen, haben es dann gesungen und dann zum letzten Refrain haben wir diesen Kreis gemacht. Es war so ein geiler Vibe. Euch nicht. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ihr diesen Punkt fühlt, aber ich glaube, das ist auch cool für Fans, die vorbeilaufen und dann vielleicht jemanden kennen, um zu sehen, ey Digga, die feiern auch wirklich, weil es ist nicht so, dass wir dorthin gehen und dann, ja, wir sind auf unserem Glamping und im VIP. Ich war, glaube ich, kein einziges Mal im VIP. Wir feiern dort halt einfach und das ist so geil. Das ist geil an Marc, an Niki, Hanna, Max, Trimax und alle anderen, die da waren. Julie. Ist einfach geil, Digga. Wir gehen dorthin, wir feiern und haben eine gute Zeit. Und nochmal. Boah, so geil.
Ich muss gleich sehr schnell laufen. Deswegen guckst du schon den ganzen Tag so. Kann das sein? Doch, ich habe einen Reizdarm. Es ist noch so weit. Steve hat so heftig Dünnschiss. Und er sagt im Bus gerade, er ist schon bei einer 9,5. Und eigentlich ist schon die 9, man scheißt sich in die Hose. Was ist das für Mann? Der Vlog wird wahrscheinlich so aussehen. Wir sitzen einfach nur im Zelt und machen nichts. Ist jetzt Feierabend? Machen wir Schluss? China ist zu Ende jetzt, ne? Luca und Dave haben wieder was draus gemacht. Vielen Dank. Steve, Tagesvollste am Freitag. Gut. Kann sich sehen lassen. Danke. War ein gutes Event. Vielen Dank nochmal hier an die Veranstalter, an jeden Einzelnen. Danke, dass wir hier sein durften. Wir kommen sehr wahrscheinlich, wir kommen natürlich nächstes Jahr wieder. Wenn wir dürfen. Wenn wir dürfen. Wer noch nicht da ist, unbedingt vorbeikommen, Peruka will. Ganz, ganz krass. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Vlog. Ey, richtig geiler Vlog. Küsse gehen raus an Luca und Dave, Digga. Beste Cutter. Schaut also an Marc. Ich feiere diese Vlogs sehr. Richtig geil. Einfach so im Moment mitgenommen. War eine geile Zeit. Küsse ans Peruka will für die Einladung. Ich war relativ wenig drin. Scheiß drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Abo da und ein Like und verpisst euch, Digga.